Dus wie zijn er naar hingekomen, die hemelstige Chelem en Aronen? Und nicht weit von Chelem, hinter der Stube, hat gewohnt der Joschebnik. Das heißt, hat gehabt so eine kleine Farm. Und es ist gewesen, sehr ein kleiner Jidl, mit dem geriefen Beiro. Die Business-Sahne sind nicht gegangen, also geht. Der hat ausgetragen, wollte so nur und leben Chelem. Aber wo soll nicht genießen, etwas von Chelem? Hat gehabt, gibt Kapelle, aber hat sich gekannt, die Business vergrößern. Ist rausgefahren, gekauft am Muggepferdl mit der Beile, eingefahren in Städtel, nicht weit von die Schiel, und weggestellt, das ausgespanntes Pferdl, weggestellt mit Hunden zu Wuggen. Und hinter dem Eck hat reingesteckt eine goldene Medaille. Eine Hälfte der goldenen Medaille hat sich herausgesehen. Und hat sich weggesetzt und gesagt, sie kicken sich, was wird du vorkommen? Sie werden reagieren, die Chelmer auf den. Ist durchgegangen, na geht ein Kick. Es blischt heraus Gold, von hinter dem Eck vom Feuer. Sagt, diese Sache, ist jetzt hier gegangen, nehmte, geht sie der Bero und sagt, Vetter, Rabbi, was windet der Rache so? Sagt, das ist ein Pferdl, was also geht, Huber, das ist die Kleinen, was ein Pferd ist, Jarenka, geht dem Pferd Huber von einer Saat, geht raus von der anderen Saat goldene mit Bias. Das ist sehr wichtig Pferd. Hat der Jid gesehen als Samenpferd, man darf es kaufen. Hat er ungeheuer mit Handeln mit Bärlen, er sagt, ich will es nicht verkaufen, gemacht sich so ein Kilo Jode. Aber er sagt, verkauf es mir das Pferd. Da war das Sieg in ein anderer Jid. Geht ein Kick, was du titzert, man handelt wegen Verkäufen, ein Pferdl. Die auch gewollt kaufen. Sieg noch ein Jid, bis eine ganze Gruppe Chelem, Jiden, Chelem hat sich da wiss. Wegen dem, als du mal sagen, goldene Business, als mir geht, Huber geht es Gold. Ja, man hat sich ungeheuer Dingen, bis man darauf gebringt dem Ruf, dem Chelem. Soll du machen eine Pschure, man hat sich ungeheuer rasen, wer soll kaufen das Pferdl? Kommt der Ruf, wir gehen nach Kick, wegen Russes handelt sich da, wegen Käufen ein Pferdl, sagt der Jeden, keiner tut nicht das Pferdl, nur die Gehille von Chelem. Und hat genommen Handeln mit Bärle wegen dem Pferdl zu kaufen. Chelem sind nur Menschen, die wir dürfen haben, Hilf. Wir wollen kaufen das Pferdl, weil das Pferdl geht da raus, goldene mit Bias. Klar. Der Ruf hat beschlossen, er will kaufen das Pferdl und Bero hat sich die Schwitze gemacht und sagt, ich will euch schon nicht verkaufen. Sagt er, nein, die müsst es verkaufen, die ist geschickt geworden von Gott, wir dürfen das Pferdl haben. Der Ruf ist gekommen auf den Platz in der See, da sagen wir, Maße, hat der Ungar im Hinterhandel, wie willst du bei dem Pferdl? Beru hat sich gequäntelt. Will schon das Pferdl nicht verkaufen, sagt er. Die müsst es verkaufen, sagt er. In der Gehille suchen. Gott allein hat ihr sie geschickt, hat der Ruf im Genehme suchen. Oipa soi, da will ich für dem Pferdl
500 Kerbel. Vooruit, der Ruf hat genommen und dazu hat 500 Kerbel. Bald hat Helm gemacht, der größere Schiefe, mit ein heimgebringtes Pferdl, hat mir gedorfen beschließen, wie man soll das Pferdl wegstellen. Das ist eine große Sache. Einer hat gesagt, man soll es heranstellen zum Ruf, ich stehe bereit. Zweiter hat gesagt, wir sollen es heranführen in die weiberische Ski, das Pferdl. Man hat getracht, so lang, bis man hat beschlossen, auszugruben in Schulheu, einen tiefen Grieb, ein Rupprosen, ein das Pferdl, in Machen von vorn an Nord, auf der Rupschitten Huber, Essen von Pferdl, und von der zweiten Seite, ein tief Ort auf die Imperialen, auf die goldenen Medbayes. Hat man also getan, ausgegruben in Schule Grieb, und am dritten Tag hat man gemacht wieder eine Sife, das heißt, das ist eine große Versammlung, wem man soll auch ablosen in Grieb, zu aufnehmen die Imperialen. Und es ist geblieben, als kein anderen kann man nicht vertrauen, nur dem Ruf allein. Hat man genehmigt den Ruf in der Ruf gelassen, in Grieb heran. Soll rausnehmen die goldenen Medbayes. Und der Ruf hat dort gegrobbelt und gegrobbelt. Hier ist er aufgekommen mit Guggen. Hat man auf den Ruf nicht gewollt stellen. Hat man einen Ruf gelassen, dem Rosh HaKuel, dem Gelobenen allein, in die Kehille. Hat dort sich geporet, eine hübschige Zeit. In der Sache raus mit Gunisch. So ist die Masse. Ist geboren in Chelem Atimul, als Beirul der Joishevnik ist ein Nuknare. Hat aufgenäht ganz Chelem. Ist der Ruf mit 2 Gabuim, hat sich auch weggelost zum Joishevnik hinter der Stuhl, כדאי ihm zu erzählen jene Meise. Der Joishevnik hat gewusst, was in Chelem kommt vor, in der Lade man nicht, wird der Huben basiert im Ruf mit der Gabuim. Hat der Ziegetracht ein neues Spiel. Also wie hat gehabt bei sich in Stieb 2 Krulikes, ein Krulik, das ist also ein Stiebchailer, was man hat gehodert zu machen Pellerlach, zu machen die vor. Und hat es gehodert leben die Stieb. Also, und er gehabt die Stieb, solche 2 Krulikes, hat er ein Krulik gegeben dem Weib, in ihr umgesucht, als bald wie der Ruf mit den Gaburen will nach reinkommen in Stieb, in fragen auf ihm, soll sie nehmen dem Krulik, öffnen das Fenster und suchen, läuft Gieche Krulik in Waldera, in rief Bärle nach Heim. Hatte gar 2 Krulikes, sehr ruhig mit einem. In die Weib hat gelost beim Fenster, als wenn der Ruf mit den Gaburen will kommen, wenn sie fragen, wie ist Beru, soll sie nehmen den Krulik und rauslassen in den Wald rein auf dem Fenster, soll riefen Beru. Weisen, als der Krulik kann etwas aufziehen. Und bald in der Minute, wenn der reinkommt in die zweite Tier, mit dem zweiten Krulik, und wird um den zweiten Krulik, wird der Ruf mit den Gaburen meinen, also das ist derselbe Krulik. Was das Weib hat rausgeschickt auf dem Fenster im Riefen vom Wald. Und wenn wir sehen,